Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie Leute, ich bin wieder daheim, ich bin wieder back in Zürich. Und es ist arschkalt da, oh mein Gott. Wirklich, bei uns sind ja irgendwie so 27 Grad in L.A. Und ich habe da mit meinem Hoodie. Ich habe schon unten dran eigentlich ein langärmeliges Shirt an. Aber es ist so kalt, es ist arschkalt. Und wir haben noch so eine alte Wohnung und wir haben so unsere... Wie sagt man, unsere Heizungen sind halt wie auf der Seite. Und wenn du an der Heizung stehst, ist geil und alles andere ist trotzdem kalt. Aber ja, ich bin weg und ich kann kaum reden, weil ich habe eine fette After da in meiner Fresse. Ich weiss nicht, ob ihr wisst, was es ist. Wenn ihr es nicht wisst, dann fühlt euch bläst, weil das ist wirklich mühsam. Es ist eigentlich wie so, es klingt verdammt hässlich, aber es ist wie so eine Entzündung im Maul. Ja, mehr kann man es eigentlich, anders kann man es nicht beschreiben. Ja. Es ist okay, es tut mir einfach weh, aber ich weiss, also ich habe das verdammt oft. Ich habe das meistens eben so, irgendwie, wenn ich verkältet bin oder so. Ich bin jetzt zwar nicht mega verkältet, aber wahrscheinlich jetzt gerade der Dings von zu heiß, also es ist mega geil warm, zu in Winter gefühlt gekommen, hat mein Körper wahrscheinlich gedacht, jo, was machst du da mit uns? Geh mir zuerst mal eine fette After fressen. Ja, darum, ja, falls ich gerade ein bisschen lisple oder ein bisschen mich verschluckt beim Reden, dann tut es mir leid, das ist wegen dem Scheiß After. Aber ja, ich bin wieder daheim und es ist so sad. Es ist so sad, weil irgendwie es macht auch so alles in meinem Kopf keinen Sinn. Also zuerst mal wegen Zeitumstellung hat es in meinem Kopf zuerst mal fett keinen Sinn gemacht. Dass ich habe gefühlt wirklich einen Tag übersprungen, als ich heimgekommen bin. Einfach, also du bist so 11 Stunden im Flüger und dann kommst du heim und es ist irgendwie noch hell. Also es hat einfach alles keinen Sinn gemacht. Und dann musst du halt wirklich direkt wieder in die Schule. Und das ist auch ein mieser Abfuck. Also wirklich, du bist halt wirklich so in diesem Fiebertraum, wo alles einfach so geil ist. Und wirklich alles einfach... Du bist auch in einer anderen Welt. Und dann kommst du wieder in deine Welt zurück und bist irgendwie so ein bisschen... Ja, hast auf nicht Bock. Ich sage ehrlich, es ist schlimm gerade. Aber ich dachte, ich erzähle euch jetzt zuerst noch so die letzten Sachen, die ich in der Ehe erlebt habe. Weil es hat schon noch ein paar crazy Sachen. Oh mein Gott. Ich glaube, ich könnte halt euch einfach noch mal eine ganze Podcast-Folge über LA reden, einfach weil so viel passiert ist und ich so viel erlebt habe. Das ist einfach insane. Also, ja. Und ich habe es in der letzten Podcast-Folge gesagt, dass ich einfach so fucking dankbar bin, dass ich das erleben kann. Weil das kann ich einfach vor allem wegen euch halt einfach erleben. Ich kann einfach dort hingehen, wegen euch, und das ist so insane. Ich glaube, ihr checkt nicht, wie krass das ist. Das ist so crazy. Und also logisch einfach Red Bull, Kuss Red Bull, aber ja, also obviously vor allem, weil mich Red Bull auch nur einfach, weil ihr mich schaut und es ist einfach geil, also wirklich von dem her, danke, dass ich so fucking geile Sachen kann erleben kann. Ja, und ich habe in der letzten Podcast-Folge auch darüber geredet, dass ich irgendwie am Anfang so ein bisschen, ich weiß nicht recht, weil ich einfach so gerne in einer Bubble bin. Und ja, ich bin eigentlich schon, ich habe eigentlich voll das Motto, also das muss ich mir halt irgendwie selber immer wieder so sagen, von Alter, ich bereue eher etwas, wenn ich es nicht gemacht habe, als wenn ich es gemacht habe. Und darum sage ich lieber Sachen, wo ich halt so ein bisschen Schiss habe, einfach zu. Und in den 90% Fällen, ich kann dir nicht mal einen Fall sagen, was anders war, in den fast meisten Fällen ist es dann eigentlich so, dass ich es nachher geil gefunden habe und dass ich froh bin, dass ich mich getraut habe. Also auch alle meine Sprachaufenthalte in Lyon und im Montreux, wenn ich jedes Mal vorher gesagt, oh mein Gott, ich schieße mit die Hose und ich will es doch nicht machen. Und wenn ich heimgekommen bin, ich so, oh mein Gott, so geil. Und eben, also, ich glaube, ich habe genug oft schon von Lyon geschwärmt. Ich bin nur 2 Wochen dort gewesen, und das hat mein Leben so fett geprägt. Und ich habe auch noch Friends dort kennengelernt, wo ich jetzt noch mega close bin. Darum, ja, also es ist crazy. Eigentlich nur schon, dass ich mit Social Media angefangen habe, ist ja auch so ein Step, wo ich mir die ganze Zeit so denke, oh mein Gott, nein. Und dann hast du es irgendwann gemacht und jetzt bin ich in fucking L.A. am Chillen gewesen, what the fuck. So, ja, darum lieber einfach machen, als nicht machen. Ich glaube eben, man bereut Sachen eher, wenn man es nicht gemacht hat. Ich glaube, hätte ich so die Stories bei der Emma und beim Mo so gesehen, dass sie in L.A. sind und ich hätte so gewusst, ich hätte können gehen und bin nicht gegangen, wäre ich so gewesen, fuck. Hätte wahrscheinlich so fett FOMO gehabt. Und jetzt bin ich auch gewesen und es war einfach toll gewesen. Es war so geil gewesen und ich bin so richtig aus meiner Comfortzone gegangen und es haben einfach wieder mal einmal mehr bewiesen, dass ich einfach mal ein bisschen mehr, ja, sollte aus meiner Comfortzone gehen und einfach mal meinen scheiß Arsch aufreißen und irgendwelche Sachen machen. Genau, aber eben, ich habe ja schon recht viele letzte Podcast-Folgen erzählt und ich kann jetzt nur noch ganz paar wenige Sachen erzählen, die dann nachher noch passiert sind. Eben, also es ist ja eh schon krass, dass wir auf LA gehen und Red Bull hat, also das muss man an der Stelle mal sagen, die haben das so krank organisiert. Also das muss man wirklich sagen. Sie haben
von A bis Z Sachen geplant und wirklich geile Sachen geplant. Eben ja, von Dance Classes bis hin zu... Ja, was haben wir jetzt noch gemacht? Wir haben so eine Wanderung am Morgen gemacht, wo wir zum Hollywood-Sign gelaufen sind. Das war verdammt geil gewesen. Wir sind in einer Villa am Chillen gewesen. Also wirklich, es hat so geheißen, wir gehen in so Maison irgendwas. Und Maison heisst halt Haus auf Französisch, so das habe ich gewusst. Aber ich habe nicht gewusst, was mich jetzt erwartet. Kommen wir an in irgendeiner fetten Villa. Und ich meine so wirklich eine fette LA-Villa. Mit kranker Aussicht. Und dort war einfach so eine Houseparty gewesen, also so eine Nachmittagsparty. Dort hatte es noch so eine Bar gehabt. Leute haben getanzt. Also es war so voll entspannt gewesen. Aber also ich bin so geflasht gewesen. Ich weiss nicht, ob ihr das kennt, aber wenn ihr so baff von etwas sind, dass ihr so richtig fast ein bisschen emotional werdet. Ich bin so angekommen, ich sehe die Aussicht und du hast dann voll kitschig, aber ich habe fast so ein bisschen Tränen in die Augen gehabt. Ich war so, oh mein Gott. Das ist ja kitschig. Aber ich weiss auch nicht, irgendwie mich hat es so gerührt. Und dort hatte ich wirklich wieder so einen Moment gehabt von, Alter, was kann ich gerade machen? Eigentlich andere Menschen jetzt in meiner Klasse sind gerade in der Schule und machen gerade etwas und ich bin gerade einfach da in L.A. What the fuck? Ja, dort hatte ich wirklich so kurz so einen Moment gehabt. Ja, aber das war crazy gewesen. Und, also, nein, es hört gar nicht mehr auf, Leute. Es hat an einem Abend hat's ja den Red Carpet gehabt, also den roten Teppich. Und das ist so, also es ist so spannend, um das mal zu sehen. Das habe ich gar nicht gewusst, aber du musst dich wie bei allem so also sie fragen dich, ob du willst draufgehen oder nicht. Das heisst, also es sind ja auch mega bekannte Leute, so Charli D'Amelio war ja auch dort und so. Die müssen alle bestimmen, ob sie drauf wollen oder nicht. Also alle Leute, die ich glaube, also ich kann das jetzt nicht allgemein, aber ja okay, macht ja irgendwie auch Sinn. Also alle Leute, die auf dem Red Carpet sind, die wollen auf der Red Carpet so. Ja, und ich bin halt so gewesen, oh mein Gott, safe. Also für mich ist das so voll so, Alter, crazy. Voll die geile Erfahrung in fucking Los Angeles auf dem roten Teppich mal können sein. So, wenn dich wie ein Main Character willst fühlen, dann jetzt. Ja, und ich bin dann draufgegangen. Du hast so wie müssen bei einer kleinen Schlange anstehen. Das habe ich so crazy gefunden, weil in meinem Kopf habe ich halt wirklich so das Gefühl gehabt, also gut, vielleicht so bei den wirklich A-Promis machen sie das schon nicht. Aber ich habe mir halt mehr so vorgestellt, dass es dann... Ja, ich weiß doch auch nicht. Halt nicht, dass du musst anstehen. Und sie haben nachher auch wie gefragt, wie du heisst. Und dann haben sie deinen Namen auf so eine Tafel geschrieben. Und dann haben alle Fotografen, die vor dem Red Carpet sind, haben wie das Schild abgefüttert, um deinen Namen zu wissen, um das nachher können dann... Weil, also, macht ja irgendwie auch Sinn, weil nicht alle Fotografen wissen gerade, wer ist. Also, selbst ich kenne ja mega viele A-Promis nicht mal oder können es vom Aussehen nicht sagen, wer das ist. Und darum machen sie es sowieso. Also die haben, glaube ich, auch bei Charli D'Amelio haben sie, ihren Namen auf die Tafel geschrieben. So, also checkt ihr das? Ich habe das voll crazy gefunden, das mal alles so zu erleben und zu sehen, wie das abläuft. Und eben dann haben sie mich, also wenn ich zuvorderst war, hat sie mich gefragt, wie ich heisse. Habe ich Natalie Sulzer geschrieben, also gesagt, also diktiert, wie sagen wir, gespellt. Halt die einzelnen Buchstaben ist eigentlich einfach, da hat sie meinen Namen drauf geschrieben, alle Fotografen haben es abgefüttert und dann hat sie mir erklärt, mega freundlich, so, ja, es hat wie 2 Kreuzchen auf dem roten Teppich, der erste und der zweite musst du zuerst zum ersten anlaufen und nachher zum zweiten, also mega easy. Und es war wie so ein bisschen erhöht gewesen, also es ist nicht einfach so irgendwie vor der Wand gewesen, sondern es war wie so ein bisschen erhöht gewesen. Also du hast zuerst so 2-3 Stege dort rauf und es war wie in der Mitte gewesen, von so einem kleinen Platz, sag ich mal. Und hinten dran hätten auch Menschen durchlaufen. Das habe ich ein bisschen weird gefunden. Die haben wir sogar im Bild nachher gesehen. Aber ich glaube, das war so ein bisschen der Vibe gewesen. Aber egal. Ja, bin ich zum ersten Kreuz gegangen und nachher zum zweiten. Und es hat so wirklich so... Boah, wie viele Fotografen hat es so gehabt? So 7, 8? Ich kann es gerade voll nicht sagen. Ich glaube, ich war so nervös in dem Moment, dass ich einfach nur irgendwie geschaut habe, wie stehe ich jetzt an. Ich habe sogar extra die Heimspiegel... Also sie haben ja vorher schon ein bisschen gesagt, eben, dass dann... Leute gibt, die Bilder machen und es einen Red Carpet gibt und alles und so. Darum habe ich die schon aktiv vor dem Spiegel meine Pose irgendwie geübt. Das ist nicht so lustig. Aber das ist so eine einmalige Chance. Vor allem, denen, wo Getty Images etwas sagt, das ist so... Der Can hat es eben nicht gekannt. Er hat mich auch schon gefragt, was es genau ist. Ich kann es mir nicht erklären. Aber das ist so wie ein Wasserzeichen oder wie so eine... ist es ein Brand? Ich weiß es nicht. Aber wie so ein Wasserzeichen, also wie... ja, die Credits von den Fotografen, also oben dran steht Getty Images und unten dran steht dann, wer das Foto gemacht hat. So. Und das ist so bei den ganz, ganz bekannten Leuten, die
die machen Getty Images. Also so, es gibt mega viele Getty Images von der, weiß doch nicht, Ariana Grande, Miley Cyrus, also wie so von den ganz bekannten Leuten gibt es immer Getty Images. Also es ist so, I don't know, wenn Getty Images gemacht hat, dann hast du es geschafft, gefühlt. So, Leute, ich habe es geschafft, nein. Aber wie, das ist so mega eigentlich bekannt und krass so. Das ist wie, kennt ihr zum Beispiel bei Musikvideos, steht doch auch bei gewissen Musikvideos so Vevo. Und das ist eigentlich auch ein Wasserzeichen, aber es ist einfach cool. Checkt ihr, es ist auch so ein crazy Musikvideo dann, weil es so ein originelles ist, so ein bekanntes irgendwie. Ja, vielleicht bin jetzt auch ich im Kopf einfach crazy. Aber ja, und das sind einfach fucking Getty Images gsi. Das habe ich schon krass gefunden. Und dann hat es noch so, also dann ist es nachher fertig gsi, also als ich wieder runtergegangen bin. Es hat sogar noch einen Dude gehabt, wo mich gefilmt hat. Also ich habe gemeint, alle machen Bilder, Fotografen, aber die einen haben auch Videos gemacht. Dann habe ich habe am Schluss einen Link bekommen und alles können abladen dann. Und nachher, also du kommst übrigens den Link über und es sind dann alle Bilder drin. Also ein Link mit den Getty Images, da suchen die auch das beste Bild aus und dann es bearbeiten und machen eben das Wasserzeichen drauf. Und der zweite Link ist quasi einfach alles raw, also alle Bilder ohne bearbeitet, keine Ahnung was, und dort sind dann alle Bilder einfach drin. Also dort ist zum Beispiel auch das Bild drin von dieser Frau, wo die Tafel hebt mit meinem vollen Namen. Das habe ich auch noch geil gefunden. Genau. Und nachher war es fertig und dann hat sie mich gefragt, ob ich noch den Glambot machen will. Und Glambot habe ich auch schon gekannt. Und bin dann so, oh mein Gott, ja! Also ich war wirklich die ganze Zeit so, oh mein Gott, ja! Ich weiß auch nicht, ich habe das alles so geil gefunden, ich bin so voll irgendwie aufgeblüht in dieser Welt. Ich habe das super cool gefunden, um das auch alles mal machen. Und das ist so, ich weiß nicht, ich habe schon ein TikTok darüber gemacht, aber vielleicht kennt ihr so Ariana Grande. Falls ihr auf TikTok sind, dann habt ihr sicher auch schon das TikTok gesehen von dem Slow-Motion-Video, wo so wie näher kommt. Ich kann es wie nicht so gut erklären. Auf jeden Fall habe ich das dann auch noch gemacht und das war auch crazy gewesen, weil ich zu dem Zeitpunkt nicht mal gewusst, dass es der gleiche Dude ist, der das Video auch gemacht von der Ariana Grande. Ich habe einfach gedacht, das ist so eine Kette und mehrere machen das. Aber es war auch 1:1 der gleiche Dude gewesen, der einfach das Video auch von der Ariana Grande gemacht hat. Ich kann nicht mehr können. Als ich das Video am Schneiden war, habe ich erst so ich habe halt das Video halt von Ariana Grande gesucht und dann sehe ich einfach, dass es der gleiche Dude ist. Das hat mich so geflasht, das hat mich hure geflasht. Ja, darum, ich kenne jetzt über eine Ecke die Ariana Grande, sozusagen, oder? Ja, ich habe da Geld, oder? Ja, und was ist noch crazy gewesen? Eben, das ist der Abend gewesen. Und am nächsten Tag, am Abend, war dann das grosse Finale vom Red Bull Dance Your Style. Und dann ist auch bekannt geworden, dass es in Zürich ist, Leute. Ich glaube, ich checke gar nicht, wie krass das ist. Ich habe es im Fall schon fast in der letzten Podcast-Folge gesagt, weil ich es halt schon gewusst habe, weil sie bei uns von Red Bull, ja, obviously halt schon voll in der Planung ist und so. Und Alter, ich bin so hyped. Ich bin so freaking hyped. Ich bin so hyped. Ich kann mir nicht vorstellen, weil das ist jetzt, also letztes Jahr war es in Mumbai, vorletztes Jahr war es in Frankfurt. Das ist immer jedes Jahr noch etwas anderes. Das ist ja immer das Weltfinale amix. Und jetzt ist es einfach in Zürich. Es ist einfach in Zürich. Menschen aus der ganzen Welt, so die klassischen Tänzer, kommen jetzt auch auf Zürich. Und ich bin so hyped. Alter, ich hatte irgendwie so das Gefühl gehabt, wo so released wurde, dass es in Zürich ist. Sind so wir in der Schweiz die Einzigen, die sind so wow! Aber ich glaube, es ist cool. Ja, nein, ja, ich freue mich hure. Alter, das wird so geil. Also, ich bin mega gespannt, wie sie es dann machen, weil, also wie LA ist halt wie für sich halt schon crazy. Gut, vielleicht ist für andere Menschen Zürich jetzt schon auch crazy, weil für mich ist halt so, ja, ist halt Zürich, ich wohne halt da. Nothing special. Und es ist ja auch kälter, weil es ist auch zur gleichen Zeit. Also, ich bin gespannt, was wir machen werden und wie es aussehen wird und alles. Aber ich bin hyped. Jedenfalls ist eben das Finale dann am letzten Abend, am Samstag. Und die anderen Pre-Finals sind wie so in einem kleineren Raum gewesen. Und das Finale ist wirklich so in einem Hallenstadion, in einem riesigen Hallenstadion. Und ja, ich mir vorstellen, es hat halt gefühlt, also alle Plätze sind halt so gefühlt voll gewesen. Und wir, immer ich und der Mo, wir haben einfach auf der Bühne sitzen. Also es hat wie auf der Bühne obviously den Tanzplatz, wo halt die zwei Leute gegeneinander jeweils tanzen. Und hinten dran hat es wie so Sitzplätze, also du kannst entscheiden, ob du jetzt stehst oder sitzt. Also es ist meistens die ganze Zeit abgegangen und du bist halt da gesessen, du bist so aufgestanden, wenn etwas Crazyes passiert ist, so in der Vibe war. Und dort sind halt wirklich nur die krassesten Leute geguckt. Also die krassesten Tänzer und auch so bekannte Leute. Also eben, Charli D'Amelio ist dann auch dort gesessen
Und ich habe einfach die Eier gehabt, mit ihr gegangen und habe ein Selfie mit ihr gemacht. Hatte. Oh mein Gott. Ja, ich habe die Eier in die Hand genommen, aber sie ist im Fall hure cute. Also, das hat mich irgendwie, also ich weiß auch nicht, logisch, also ist sie cute irgendwie, also weißt du, obviously ist sie jetzt nicht irgendwie so arrogant böse. Ah gut, kann auch sein, fair. Also es gibt wie so beides. So ganz bekannte Leute sind entweder hure nett oder richtige abgehobene Arschlöcher. Es gibt nichts dazwischen, sage ich ehrlich. Und sie ist mega herzig. Also ich habe sie nur gefragt, hey, können wir ein Bild machen? Sie, ja, of course und so. Und nachher habe ich ihr dann gesagt, dass ich sie mega hübsch finde und sie so, oh, thank you. Also mega herzig, wirklich. Richtige Süße. Und ich finde, also wie... Es gibt doch die bekannten Leute, die du wie von weitem schon siehst, die sind hure bekannt. Und sie hat mir jetzt gar nicht so die Vibes gegeben. Und ich meine das positiv, im Sinne von, sie hat so irgendwie auf dem Boden gewirkt. Also weißt du, so, du hast das Gefühl, du könntest jetzt mit ihr einfach anfangen zu labern über das Leben und Gott und die Welt und so. Das habe ich irgendwie noch geil gefunden. Also sie war echt mega herzig gewesen. Genau. Und ich habe die nicht gekannt, aber ich habe eine Story gemacht. Und mega viele Leute haben mir so dann geschrieben, so, oh mein Gott, hinter dir ist die K-Pop-Band, die heisst Cortis. Ich habe die nicht gekannt, falls euch die etwas sagt. Ja, die sind hinter mir gechillt. Aber ich habe sie nicht gekannt, aber ich muss sagen, ich habe es schon... Denen hast du jetzt übel angemerkt, dass sie mega berühmt sind. Also nicht mal, weil sie irgendwie unsympathisch oder so irgendwie keine Ahnung was gewirkt haben, sondern mehr, die haben einfach so den kranken Style gehabt, die haben so das perfekte... Also Charli D'Amelio war obviously auch mega hübsch gewesen, aber sie haben so wie das makellose Gesicht gehabt, wo du das Gefühl hast, es ist fucking gefotoshoppt. Und sie haben halt wie 2 Leute gehabt, wo sie während dem ganzen Finale filmen. Also wirklich links und rechts eine Person, die die Kamera zu ihnen streckt. Ich weiß gar nicht, ob es für einen Livestream ist oder für was auch immer. Aber die sind durchgehend gefilmt worden. Das hat mich verdammt wundern, vielleicht bin ich irgendwo so zu sehen im Content von ihnen. Das wäre eigentlich noch funny. Könnt ihr, falls sie irgendetwas posten zum Final, ich weiß jetzt halt nicht, für was es gebraucht wird, könnt ihr mal irgendwie abchecken, ob man mich da drauf sieht. Das wäre verdammt geil. Und sie haben noch extra eine Fotografin gehabt, die die ganzen Bilder von ihnen macht. Also das ist wie so, auf dieser Bühne sind extra noch Angestellte gewesen, wegen ihnen. Das habe ich auch crazy gefunden. Aber ja, ich kann jetzt zu ihnen selber halt wie nicht sagen, weil ich jetzt nicht mit ihnen geredet oder irgendwie so. Sonst irgendwie. Sondern sie sind halt hinter mir gehockt. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, ab und zu sitzt man halt wieder ab, da bin ich meinte auf die Füße gehockt. Aber es hat nicht wirklich gejuckt. Aber ja, das war meine Experience mit denen, falls jetzt das irgendjemand interessiert hat. Genau, ich habe die eben nicht gekannt. Ja, und Chaira Choi, ich glaube, ich spreche es richtig aus, sie hat dann gewonnen und ich bin, also ab dem, wo die Schweiz rausgekommen ist, bin ich eigentlich von Anfang an für sie gewesen, weil sie einfach krank getanzt hat. Und ich finde, bei Red Bull Dance Your Style geht es ja nicht nur ums Tanzen, weil obviously es tanzen alle hure gut, also wirklich. Es geht auch so ein bisschen um den Character, also entweder du tanzt einfach oder du tanzt so ein bisschen mit Charakter und so ein bisschen Kreativität. Also es ist ja alles Freestyle. Und gerade wenn du so ein Lied kennst, so einen Song kennst, dann kennst du auch die Lyrics. Und dann spielen sie so ein bisschen mit denen. Entweder machen sie genau so eine bewusste Pause irgendwann oder irgendwie etwas Lustiges einbinden oder so. Und das macht es halt so viel sympathischer. Und also du hast mein Herz instant bei so Sachen. Und irgendwie so ein bisschen mit der Crowd interagierst oder eben irgendetwas Lustiges machst oder so. Und einfach so ein bisschen deinen Charakter zeigst. Und sie hat das halt voll gemacht, also ich habe es übel geil gefunden. Sie hat auch richtig gut können tanzen. Also es ist wirklich, sie hat mein Herz voll gehabt. Ja, darum, ich bin auch happy, hat sie gewonnen. Es ist richtig geil. Und ich habe es einfach so geil gefunden. Also das ist abschliessend zu LA. Ich habe es fucking crazy geil gefunden. Ich würde sofort wieder her. Und ich habe auch Can, wir haben ja gefühlt jeden Tag telefoniert. Ich bin die ganze Zeit gesagt, Can, wir müssen da her. Ja, darum, ja, vielleicht jetzt nicht gerade nächsten Sommer. Ich weiß nicht, ob das so spontan überhaupt möglich ist, aber ich muss mit dem Can irgendwann wieder auf LA, weil das hat mein ganzes Herz bekommen, LA, wirklich. Also ich hätte halt allgemein Bock, eigentlich so ein bisschen Amerika-Tour machen und ein paar Sachen noch gesehen. Ich bin noch nie in New York oder so gewesen, und das, ja, will ich halt so gerne mal sehen. Ja, voll, aber ich weiß jetzt halt auch voll nicht, ja, wie es jetzt mit politischen Dingen und so aussieht, weil ja, jetzt in dieser Woche war es halt wie voll easy gewesen, aber ich kann jetzt halt nicht sagen, wie es ist, wenn du jetzt länger reisen gehst oder einfach sonst irgendwie, weil, also wie wir sind ja auch die ganze Zeit jetzt und bei dem Red Bull Zeugs gewesen, so, aber ja. Und deshalb, ja, irgendwann werden wir das auf jeden Fall mal noch machen. Und, was ich euch auch ein krankes Update muss geben, ich habe keinen Rückenweh mehr. What the fuck? Also, ich kann euch nicht mehr sagen, wieso.
Weil ich habe ja die letzte Podcast-Folge immer darüber geredet. Und ich habe also teilweise wirklich, also gerade vor 2 Wochen, ich konnte nicht mehr wirklich laufen, weil ich so Schmerzen hatte. Und ich sage euch, ich bin in den Flieger gestiegen, das klingt irgendwie fast ein bisschen so, ja, einfach in die Ferien gehen und dann ist es dann wieder gut. Aber ich bin in den Flieger gesessen, wie viele Stunden bin ich geflogen? 12 Stunden hingeflogen. Und nach diesen 12 Stunden war mein Rücken geil. Ich weiss nicht, ob es ist, weil ich einfach mal so lange sitzen musste. Weil eigentlich heisst es, du musst dich ja immer ein bisschen bewegen, dass der Rücken sich wieder, also keine Ahnung. Aber irgendwie, der Flüger, der hat mir gut da. Ich weiss nicht, was es ist, ich weiss es nicht. Vielleicht hat es auch, ich weiss nicht, ein bisschen was mit Stress zu tun, weil das ZFF war ja die ganze Zeit so ein purer Stress gewesen. Und, also klar, L.A. ist jetzt nicht gerade Ferien gewesen, wie wenn du jetzt eine Woche lang am Strand liegst und komplett runterfahren kannst. Aber es ist ja wie schon mal einfach geil. Also es ist ja wie obviously gleich ein Kontrast zum ZFF. Und ich weiss es nicht, ob sich seitdem irgendwelche Sachen gelöst haben, ob es psychisch war. Ich habe keine Ahnung. Jedenfalls ist alles wieder gut. Aber jetzt bin ich so ein bisschen am Punkt, muss ich jetzt gleich noch Physio nehmen oder nicht? Weil eigentlich nicht. Aber es könnte ja sein, dass es wieder zurückkommt. Aber dann könnte jetzt ja auch dann gehen. Aber irgendwie, der Arzt hat mir ja eigentlich so gesagt, ich soll zur Physio gehen. Und ich bin jetzt gerade so, ja, irgendwie, also ich habe ja nicht mehr nötig. So. Und es kostet Geld und so, deshalb weiß ich nicht. Aber ich glaube, wenn das Rücken wieder zurückkommt, dann ja, können wir gehen. Ja, und was haben wir noch? Ich bin dann heimgekommen, wirklich eben im fetten Jetlag, absolut mit. Ich habe ja auch im Flugzeug nur so 4 Stunden gepennt. Und wirklich, ich komme heim und der Can ist, du bist jetzt schon da, voll geil, ich will jetzt gerade an eine Wohnungsbesichtigung gehen, ja, ich kann mein Zeug ablegen und mitkommen. Und ich bin so, ist das in fucking ernst? Also wie, er hat schon das Plan, die Wohnungsbesichtigung gehen, aber obviously ist es halt geil, wenn ich mitkomme. Und obviously, also es ist ja wie uns beiden, also wir suchen ja für uns zusammen eine Wohnung, weil uns ja abgerissen wird nächstes Jahr. Von dem her bin ich so, safe! Ich konnte nicht mehr duschen. Ich habe nur irgendwie mich umgezogen und ein Sleekband gemacht, damit man meine fettigen Haare nicht sieht. Und dann sind wir an die Wohnungsbesichtigung gegangen. Und jetzt kommen wir auch schon zum Lustigen von der Woche. Das war wieder so etwas, wo ich instant gemerkt habe, okay, das wird erzählt. Die Wohnungsbesichtigung war alles gut und so. Es hat halt wie auch mega viele junge Leute dort gehabt. Und dann war wie so die Wohnungsbesichtigung fertig gewesen. Und dann laufen meistens ganz viel wieder raus so. Und ich weiß gar nicht, wie das passiert ist. Aber der Can und ich, wir haben schon wieder richtig Heimweg gehen und dann sind wir noch gesagt, oh komm, gehen wir noch in den Coop. Und ich will mich dann wie umdrehen, weil der Coop ist in die andere Richtung. Bro, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und es ist ein anderes Girl, das auch in dieser Wohnungsbesichtigung war. Ich weiß nicht, ich hoffe, sie kennt mich jetzt nicht, weil es wäre sonst fucking unangenehm. Läuft mir entgegen. Und genau in dem Moment, wo ich umdrehe, laufen wir auseinander entgegen. Aber so nah. Das ist mir noch nie passiert. Also weißt, klar ist es mal so, dass du dich umdrehst und jemand so in dich reinläuft und dann... Also wie, dann merkst du doch irgendwie gerade so genug früh. Also wirklich so, keine Ahnung. Und wir haben uns fast geküsst. Ich schwöre euch, ich habe ihren Atem geschmeckt, Alter. Wir haben uns wirklich fast geküsst. Es war ja fast ein bisschen romantic, Mann. Nein, ich weiss nicht, wir sind, glaube ich, beide so perplex verschrocken. Weißt du, es ist nicht einfach das ineinander reinlaufen, sondern es ist wirklich, wir haben uns fast geküsst. So wirklich, also, unsere Lippen sind so nah beieinander gewesen. Einfach so ein fremdes Girl, es tut mir so leid, falls du das hörst. Aber es ist so, also ich bin nachher einfach auch nicht drauf klargekommen. Ich bin so rot angelaufen und habe so geschämt und gelacht gleichzeitig. Wir sind dann zum Coop gelaufen und ich konnte mich im Coop noch nicht beruhigen, weil ich einfach so gesagt, oh mein Gott, Can! Aber das war funny gewesen. Genau, das war noch. Und unser Hase ist wieder da! Also meine Eltern sind jetzt gerade wieder in der Ferien und jetzt wird er da schon wieder und jetzt chillt er wieder bei uns. Und es ist so krass, wie fett er geworden ist, weil letztes Mal, als er da war, ist er, ja, also wir sind ja wirklich kurz in Form einschlafen gewesen, weil es ihm so schlecht gegangen ist. Und dem sehe ich, geht es jetzt wieder blendet. Ich weiss nicht, wie viel Leben der hat, ich weiss es nicht. Aber das ist im Fall... Keine Ahnung, was das für ein Tier ist, aber der hat schon wirklich etwa 9 Leben gehabt. Und wir haben immer so das Gefühl, jetzt ist er dann am Sterben und nach 2 Monaten ist er wieder wirklich fett und es geht ihm gut. Also ich meine natürlich fett positiv. So, er war vorher halt so dünn und so ein Häufchen nichts und jetzt ist er wieder richtig mächtig und also einfach so, ihm geht es mega gut. Ihm geht es wirklich so gut. Und er ist so richtig kräftig. Also ja, er wirkt wieder wie ein junges Häschen. Und das freut mich so fest, weil irgendwie...
Oh, ich weiß auch nicht. Ja, es ist einfach schön, dass es mir da so gut geht und ja, dass wir ihn haben ein bisschen aufpäppeln und alles. Und dass ich jetzt wieder da sein kann. Das ist, ihm geht es einfach gut. Ihm geht's einfach gut. Ich glaube, er ist wirklich das erste Mal gefühlt da, was ihm gut geht. Weil vorletztes Mal, als er da war, hat er mega die Augenprobleme gehabt. Nachher haben wir ihm, also hat er eine Operation gehabt. Nachher hat er so mega abgenommen und nichts mehr gegessen. Und dann ist er nachher auch zu uns gekommen, weil meine Eltern gerade in die Ferien waren. Und jetzt ist er wirklich das erste Mal da und er ist auch gesund und es geht ihm gut. Ja, darum, wir hoffen, es bleibt so. Aber ja, es freut mich. Und ja, ich habe dann jetzt wieder Schule, Leute. Jetzt kommen wir zum miesen Teil. Nein, es ist gerade richtig schlimm. Ich weiß nicht, ich liebe eigentlich meinen Studiengang, aber momentan, ich will einfach nur noch fertig sein. Ich sage jetzt, wie es ist. Ich bin im letzten Jahr jetzt, ich bin im Sommer dann fertig, aber ich mag nicht mehr. Vielleicht ist es auch jetzt gerade einfach momentan Phase, aber ich bin jetzt gerade von LA zurückgekommen, Leute. Und es ist wirklich einfach gerade vom Höhepunkt zum Tiefpunkt. Einfach weil jetzt du kommst wieder halt zurück in deinen Alltag, in den Stress rein. Ich habe jetzt den ganzen Stress mit Bachelorarbeit. Ich habe nur schon halt, weil ich eine Woche weg bin und ich hätte ja eigentlich Schule gehabt. Ich hätte wie mega viel verpasst und muss jetzt mega viele Sachen nachholen und bin jetzt noch viel mehr im Stress. Und ich will mich einfach, keine Ahnung, ich prokrastiniere auch alles, es ist richtig schlimm. Vor allem, ich habe ja vor 3-4 Wochen gefühlt zu diesem Thema Podcast-Folge gemacht. Ich muss sie wahrscheinlich selber wieder anhören. Aber ich bin jetzt gerade einfach wirklich am Punkt, ich habe auf nicht Lust, ich will einfach wieder zurück auf egal, ich sag's wie es ist. Ja, also ich habe das eine Modul ist das Showtime-Modul, das ist das Klassenprojekt. Also das bedeutet, dass wir, also früher bei den allen anderen Modulen haben wir wie immer alle pro Person ein Projekt gemacht. Und das ist jetzt das erste Mal, wo wir mit der ganzen Klasse zusammen ein riesiges Projekt machen. Das machen jetzt wie ein Video. Und das klingt eigentlich im ersten Moment mal geil und ist es ja irgendwie auch. Und auf der anderen Seite ist es so anstrengend, weil wir sind 14 Individuen, kann ich auch Deutsch, wo alle andere Ansprüche haben, andere Ansichten, andere Einstellungen, andere Wünsche. Wir sind eigentlich alle obviously unterschiedlich und es ist so anstrengend auf einen Nenner gekommen. Ja, und sich irgendwie für das Thema noch schon entscheiden, das haben wir jetzt gemacht und jetzt müssen wir irgendwie weitergehen und keine Ahnung was und ich finde es einfach nur stressig. Und ja, eben, ich glaube bei mir ist es halt wie allgemein, ich habe ja auch schon erzählt, also bei meiner ersten Podcast-Folge nach der Pause, dass ich wie momentan irgendwie das Ding habe, dass ich wie gerade nicht so die mega Motivation habe, um so Videos zu machen. Also ich muss sagen, so TikTok und Social Media bin ich jetzt wieder voll im Game, habe ich wieder hure Bock, bin ich wirklich wieder richtig hyped, dass ich wieder komplett zurückkomme. Und ich kenne mich ja auch, eben, wenn ich so wieder einen Stein ins Rollen gebracht habe, dann bin ich wieder drin, dann ist es wieder geil. Und ich liebe es momentan, also jetzt, wenn ich in LA bin, Alter, ich habe ja TikToks rausgeballert, ich hoffe, ihr habt es gemerkt, Alter. Aber ich bin ja wirklich so aktiv gewesen und ich liebe es gerade auch. Aber für das Studium ist halt wie, ich weiß auch nicht, ich habe gerade einfach keine Motivation. Und bei der Bachelorarbeit ist es im Fall noch viel schlimmer. Ich weiß gar nicht, ob ich das in dieser Podcast-Folge sagen darf. Aber ich habe so keine Motivation gerade. Es ist gerade alles irgendwie schlimm. Also, ja, First World Problems, ich weiß. Aber ich merke gerade, ich habe wirklich keine Motivation. Ich würde gerade so gern. Also, weißt du, wie cool ist es eigentlich, dass ich jetzt einfach mal in der Schule wirklich, ich bin komplett frei in meiner Bachelorarbeit. Ich könnte irgendein Thema ja eigentlich nehmen und mal das machen, wo ich schon lange Bock drauf hätte. Aber ich habe gerade wie nichts. Ich habe gerade wie. Also ja, ich habe ja jetzt ein Thema und alles und es ist ja eigentlich auch ein nices Thema, aber ich habe gerade einfach keine Motivation. Ich bin die ganze Zeit am Prokrastinieren, ich bin mich am dagegen sträuben und ich glaube sogar egal welches Thema das ist, ich bin einfach, ja, ich habe gerade, es ist auch okay, Leute, ich habe gerade einfach keinen Bock auf Schule. Ja, das ist gerade mein grösstes Struggling jetzt gerade so wieder. Also gut, eben, ich bin erst einen Tag jetzt in der Schule gewesen, Leute, also das ist ja irgendwie auch obviously so. Ich glaube, in einer Woche hat sich das sicher auch schon wieder eingependelt, aber auch jetzt gerade bin ich gerade so, oh. Das Einzige, was mich motiviert, ist so meine Friends in der Schule wieder gesehen. Aber ich glaube, da geht es vielen so. Darum, wir sind alle ein Boot, Leute, und irgendwann haben wir das alle geschafft. Und dann, wenn wir da unseren Abschluss haben, dann sind wir fucking stolz auf uns und sind happy, dass wir es gemacht haben. Aber jetzt gerade haben wir einfach keinen Bock. Und ich muss auch ehrlich sagen, es macht es halt wirklich auch nicht besser, dass es scheiß Wetter ist. Also, dass es kalt ist, jetzt werden alle krank und verkältet und es ist so. Es ist einfach grusig, ja. Und man hat einfach nur Bock, so wie im Bett bleiben und irgendeinen Film schauen. Das ist gerade der Mood. Und ja, genau, das ist gerade so das, was mich gerade so ein bisschen anschießt. Ja, aber wir kommen noch zum einem Kommentar. Oh, ich habe voll gespuckt, holy shit.
Wir kommen jetzt zu einem Kommentar von der Woche. Ich weiss nicht gerade, ob du willst, dass ich deinen Namen vorlese, weil da ist schon etwas sehr Persönliches geschrieben und ich bin mir nicht ganz sicher, dass wenn ich deinen Namen jetzt sage, dass es blöd ist, falls irgendwie... Ja, ich lese glaube ich mal den Kommentar von, dann checkt ihr. Hoi Nati, viele Folgen helfen mir mega. Ich finde es mega crazy, dass du so offen darüber redest. Das freut mich sehr, Dankeschön. Das ist immer mega herzig. Ich bin in einer 4er-Friend-Group und plötzlich sind 2 Leute dazugekommen. Und meine beste Kollegin ist immer mit diesen 2, die dazugekommen sind. Und jetzt teilt sich unsere Friend-Group und ich habe das Gefühl, ich gehöre zu niemandem. Weil mich alle so abweisen. Was wirst du machen? Ich freue mich immer auf den Donnerstag. Danke vielmals. Süß und Alter. Ich fühle sehr mit dir und ich weiß genau, was du meinst. Und ich finde es schwierig. Und ich bin zuerst mal den Kommentar durchgelesen und bin so, fuck, keine Ahnung, Alter, ich finde es auch so schwierig. Weil das ist so, also ich weiß jetzt zwar nicht, ob die Friends in deiner Klasse sind, aber das ist etwas, was ich persönlich am schwierigsten finde. Weil die meisten closesten Friends, die man so hat im Leben, ist halt so in dem momentanen Ding. Entweder gerade beim Job oder gerade eben in der Schule. Also gut, vielleicht, je älter man wird, desto weniger. Aber ich glaube, gerade wenn man noch so ein bisschen jünger ist, dann ist man irgendwie so mega darauf angewiesen, auf so Friends in der Schule haben. Also außer man hat jetzt halt irgendwie ein Hobby, das man daily macht oder so. Aber wie in den meisten Fällen ist es halt wie so, dass man seine closer Friends oder Freundesgruppen halt in der Klasse hat. Und das finde ich so schwierig, weil du musst ja auch irgendwie überleben in dieser Klasse. Also du kannst ja nicht einfach sagen, hey, scheiß auf die, ich suche mir jetzt neue Freunde. Weil es hat meistens so Grüppli und es ist hure schwer, um neue Freunde in der Klasse selber zu finden. Das ist schwierig. Darum, ich verstehe 100%, was du meinst. Ich finde das so ein Struggle, weil du kannst dich nicht einfach entfernen und irgendwie kannst du es jetzt auch nicht direkt so lösen. Aber ich kann wirklich jetzt ein paar Punkte, die ich finde, kann ich zu dem Thema sagen, die dir hoffentlich helfen oder auch vielen anderen, die auch in dieser Situation sind oder in einer ähnlichen Situation. Also wie, ich finde, es kommt eben auch noch ein bisschen darauf an, ob es ein Ausschliessen ist oder ob es vielleicht auch so ein bisschen ein Ungleichgewicht ist. Also das Ausschliessen ist eigentlich so ein bisschen wirklich das, dass man aktiv weniger einbezogen wird, dass man irgendwie ignoriert wird oder einfach auch, keine Ahnung, dass sie Sachen ohne dich machen, also wirklich so das aktive Ausschliessen. Und halt das Ungleichgewicht ist eigentlich, dass man in einer Gruppe ist, ich sage jetzt mal das Beispiel von einer 4-Gruppe, und die anderen 3 aber vielleicht so ein bisschen gerade mehr Ähnlichkeiten haben. Also vielleicht hat es gerade irgendwie etwas, was... Also ich sage ein Beispiel, alle 3 sind in einer Beziehung und eine Person nicht, oder du bist die Person, die es nicht ist. Oder vielleicht auch umgekehrt, alle 3 sind gerade Single und haben gerade mega Lust, zum neue Leute kennenlernen und so. Und du bist halt so in einer Beziehung und hast halt wie nicht so das Interesse. Also ja, egal welches Beispiel, es ist wie so ein bisschen das Ungleichgewicht da, dass die anderen 3 gerade irgendwie mehr sich verbunden fühlen als mit dir, aufgrund von einfach gewissen Sachen, wo sie ähnlicher haben, oder vielleicht sind es vom Vibe ähnlicher oder irgendwie so. Oder es macht ja nur schon mega viel, wenn alle 3, ich mache jetzt auch das Beispiel, wenn alle 3 reiten und du nicht, oder whatever, keine Ahnung, ist scheißegal. Ich finde, das kommt wie so ein bisschen drauf an. Und halt mein allererstes Ding, das ich eigentlich kann sagen, wo ich halt am besten finde, aber auch voll verstanden, wenn das schwierig ist das Ansprechen. Wahrscheinlich, wenn ihr das gehört, sind ihr so, Bro, nein, fix nicht. Und dann gerade, wenn du so ein bisschen jünger bist, ist das immer so, als erstes Mal so, nein! Aber lassen wir schon zu. Ich finde, Ansprechen ist eigentlich allgemein etwas vom Besten, was man machen kann. Weil das gibt, du tust ja wie einen Raum öffnen, dass mal etwas angesprochen werden kann. Es ist ja wie im Raum vermutlich, ich sage vermutlich, vielleicht den anderen auch nicht, aber eigentlich vermutlich allen bewusst, was gerade Sache ist. Vielleicht auch nicht, aber ich kann mir schon auch vorstellen, dass es vielleicht den anderen auch ein bisschen auffällt, aber sie wissen vielleicht auch gar nicht, wie du dich fühlst. Oder vielleicht haben sie das Gefühl, dass es dir nicht wichtig ist, dass es sich nicht juckt. Und wenn du halt wie so etwas ansprichst, dann musst du wieder Raum öffnen, um mal darüber zu reden. Und das kann ja in eine Richtung gehen, wo es voll gut ist. Also weißt, wo man merkt, okay, hey, gut haben wir das mal angesprochen, dass man darüber reden kann, dass man mal den Elefant im Raum anspricht. Und es können sich dann so viele Sachen lösen. Also eben, vielleicht haben die anderen das gar nicht gecheckt und sind dann so, oh mein Gott, nein, es tut mir hure leid, ich habe das nicht gecheckt. Und super sprichst du es an. Wir schauen jetzt mega, dass das nicht passiert. Ich finde, mit Ansprechen kann man schon sehr viel machen. Natürlich kommt es auch darauf an, wie andere Menschen reagieren. Wenn es halt einfach wenn sie das einfach nur als Angriff sehen, dann ist es wie, nicht
dein Fehler. So. Aber vielleicht kann man es ja auch irgendwie, also ja, es kommt natürlich auch darauf an, wie du es ansprichst. Am einfachsten ist immer in der Ich-Perspektive reden und von deinen Gefühlen reden. Nicht sagen, dort hast du das falsch gemacht und dort hast du dort dich scheiße behandelt, dort du, sondern red von dir. Ich habe mich dort und dort so gefühlt. Weil Gefühl kann dir niemand absprechen. Das sind einfach deine Gefühle. So, du hast das so wahrgenommen und bla bla bla. Also ich habe jetzt wieder einmal so ein bisschen einen Text aufgeschrieben, wo ich mir so überlegt habe, was man in dem Moment so sagen, wenn man es anspricht. Ich weiss nicht, ob ich mir das einbilde, aber ich habe in letzter Zeit das Gefühl gehabt, dass ich ein bisschen weniger ein Teil von dieser Vierergruppe bin. Also irgendwie so ein bisschen so anfangen. Eben, einfach mal zum den Raum öffnen und ohne, dass man halt die anderen eben angreift. So. Ich glaube, das ist wie schon mal am wichtigsten. Und darum würde ich sagen, das ist mein Tipp Number 1. Egal, ob es jetzt das Ungleichgewicht ist oder ob es wirklich das Ausschliessen ist. Es kann ja auch sein, dass es, also warum auch immer, dass es wirklich irgendeinen Grund hat. Also vielleicht gibt es etwas, was sie stört an einem Verhalten von dir und das ist zwar scheiße, aber vielleicht kannst du ja dann das wie auch, kannst du auch dich weiterentwickeln in dem Schritt. Also es ist ja wie auch wichtig, dass der Raum geöffnet wird, um einfach mal darüber reden. Voll. Und das ist ja eigentlich dann mega eine Stärke, die du zeigst, dass du mal etwas ansprichst. Von dem her, ja, ich glaube, ansprechen ist in jeder Hinsicht in dem Sinne eine gute Sache. Aber wenn ich eben 100% verstehe, dass es mega, also ich finde es auch schlimm und ich bin auch heute noch mega oft schlecht, um Sachen ansprechen und ich kann das auch mega lernen. Ja, also natürlich, eben, ich finde, es kommt auch ein bisschen darauf an, wenn du jetzt wie erst in der Haltung bist, von eigentlich hast du schon keine abgeschlossen mit diesen Menschen und du willst auch wirklich, du hast ja gar keinen Bock mehr auf die, dann finde ich, muss man es auch nicht ansprechen. Also das Ansprechen sollte ja vor allem dafür da sein, um einen Konflikt zu lösen, um irgendwie, ja, etwas Gutes bewirken in dem Sinn. So, ich hoffe, die checken. Und sonst hätte ich gesagt, wie einfach ein bisschen Abstand nehmen und vor allem Zeit mit Leuten verbringen, wo du dich zugehörig fühlst. Also wo du dich wieder voll... Ja, einfach, ich weiß auch nicht, wenn du halt mit diesen anderen Leuten bist, dann fängst du ja mega schnell an dir zu zweifeln. Weil wir Menschen brauchen alle Aufmerksamkeit und Liebe. Und wenn wir das nicht bekommen, dann fangen wir an uns zu zweifeln und haben das Gefühl, oh mein Gott, wir sind nicht liebenswert. Und darum ist es mega wichtig, dass du das bei anderen Menschen wieder holen kannst. Dass du wieder mit Menschen kannst sein kannst, die dich wirklich schätzen und die dir die volle Aufmerksamkeit geben und die Zugehörigkeit. Weil wir sind soziale Wesen, ist halt so. Ja, dass du kannst wieder so ein bisschen tanken in dem Sinne und merken, okay, ich bin ein liebenswerter Mensch und es liegt nicht an mir in dem Sinn. Und sonst, falls das irgendwie auch nicht hilft, hätte ich auch noch irgendwie probiert, nicht dass es ganze Gruppe sehe, weil dann ist es meistens schwierig, weil du so eben das Ungleichgewicht hast, sondern dann wie mit einer Person ein bisschen auf einer Person ein bisschen den Fokus setzen. Vielleicht machst du mal mit einer Person ab und dann ist dann gibt es das Ungleichgewicht ja gar nicht, weil du ja dann das Zweite bist. Und das hilft meistens schon mega viel, wenn du das Zweite mit der Person einmal abmachst, dann bondest du ja automatisch vielleicht wieder ein bisschen. Und wenn du dann dich das nächste Mal wieder in der Vierergruppe siehst, dann ist die Dynamik automatisch schon mal ein bisschen anders. Weil auch du selber nur schon für dich das Gefühl hast von «Hey, ich habe es mit dieser einen Kollegin mega cool gehabt, mega gut gehabt». Und dann fühlst du dich wie nicht komplett wie so das vierte Rad am Wagen. So. Genau, ich finde, ja, je nachdem können wir auch mit allen mal einmal abmachen, aber vielleicht lange dann noch jemand so. Und vielleicht, was man auch sagen kann, eben, Menschen verändern sich und auch Gruppen verändern sich, Freundschaften verändern sich und das ist eigentlich in erster Linie voll okay. Vielleicht ist man manchmal zu unterschiedlich, vielleicht lebt man sich auseinander. Dann, ja, frage ich dich jetzt ganz direkt, oder euch. Alter, ich sage immer dich oder euch, ich bin gerade ein bisschen befordert, aber ich sage jetzt euch. Frage ich euch, Bro, müsst ihr das geben? Also, ist dir deine Energy wert? Ich kann sonst ein Beispiel geben. Es ist jetzt gerade schwierig zu sagen, aber ich hatte auch so eine Situation gehabt. Ich bin als Kind ins Theater gegangen, von der 3. bis zur 6. Klasse. Ich weiß nicht, ob ihr den Effekt gewusst habt über mich, aber ich war im Kindertheater gewesen. Und ja, es ist wie nur offiziell bis zur 6. Klasse gegangen und nachher, also eben, weil es halt das Kindertheater ist und nachher hast du wie nicht mehr gehen. Und es war wie so, ja, irgendwo im Dorf gewesen, halt, also wie, keine Ahnung. Ja, ist ja gleich. Auf jeden Fall haben sie ein Jugendtheater neu in die Welt geschossen und ich habe das nicht gewusst. Und
alle, oder fast alle, bis auf mich und jemand anders, haben bei dem Jugendtheater nachher mitgemacht, mit dem ich damals auch ins Theater gegangen bin. Und ja, also eben, ich habe das wie gar nicht mitbekommen damals und ich glaube, hätte ich es mitbekommen, hätte ich auf jeden Fall auch mitgemacht, weil ich es cool gefunden und ich habe die Leute alle mega gerne gehabt. Und eben, die haben dann, glaube ich weiß gar nicht wie viele Jahre, die dann zusammen das Jugendtheater gemacht haben und so. Und dann hat es wie irgendwann mal, also es hat es dann wie auch nicht mehr gegeben, weil wir sind jetzt alle erwachsen. Und dann hat es irgendwann eine Reunion gegeben und ich bin auch noch in dem Chat, ich weiß gar nicht wieso. Auf jeden Fall, wie die letzte Reunion ist, glaube ich, so vor 2 Jahren gewesen. Und eben, es ist auch so ein bisschen das Ungleichgewicht gewesen, aber vor allem aus dem Grund, weil ich die einzige an dieser Reunion war, die nicht an dem Jugendtreffen an dem Jugendtheater mitgemacht hat. Und die halt alle schon. Heisst, die haben 4 weitere Jahre, oder ich weiß auch nicht wie viele weitere Jahre, halt zusammen verbracht und haben Insider gehabt und haben halt sich besser kennt und haben Erinnerungen gehabt und alles, wo ich halt nicht habe. Und die sind alle mega herzig zu mir gewesen. Das ist voll nicht das Ding. Also wie, sie haben mich jetzt nicht irgendwie ausgeschlossen oder so, aber ja, ich glaube, ihr checkt so. Und ich bin dann halt wie auch, ja, ich habe mich dann auch ein bisschen anfangen unwohl fühlen und wie nicht so dazugehörig fühlen. Eben halt, weil es irgendwie die Situation so war. Und jetzt gibt es jetzt wie demnächst wieder eine Reunion. Ja, und ich bin auch irgendwie so in dem Clinch gewesen, ob ich jetzt gehen soll oder nicht. Es liegt eigentlich wie auch gar nicht an diesen Menschen. Es sind alle mega cute und ich habe sie auch tief in meinem Inneren mega gerne. Aber ich bin dann eben auch an dem Punkt gewesen, soll ich mir das jetzt nochmal geben? Also, wir haben auch dann vor, wie alte Videos schauen vom Theater und vermutlich sind das alles dann Videos, die werden vom Jugendtheater sein. Darum wie bin ich irgendwie auch ein bisschen an dem Punkt gewesen. Und eben, es hat sich dann bei mir noch etwas anderes ergeben, wo ich jetzt wie nicht Zeit habe. Von dem her hat es sich für mich dann schon geklärt. Aber ich bin wie auch ein bisschen an dem Punkt gewesen, ja, eben, muss ich mir das geben. Das sind jetzt gerade mega böse. Ich hoffe eben, ja, ihr checkt, was ich gerade meine. Aber ja, zurück eben zu euch. Ich finde eben, Energy ist kostbar, eure Zeit ist kostbar und gerade wenn es eben auch nur schon richtig ausschliessen geht, ich möchte das nicht geben. Es gibt so viele Menschen da draußen, die euch so schätzen und die euch lieben, so wie ihr seid. Und ja, das ist, also ich finde, das sind so meine abschließenden Worte. So, jetzt von meiner ganzen Lebenszeit kann ich das komplett unterschreiben, weil ich einfach in meiner Unterstufe so oft irgendwie so Erfahrungen gemacht habe mit so Ausgrenzen und Ausschliessen. Und jetzt habe ich so Friends in meinem Leben, die mich so schätzen, wo ich mich so geliebt fühle. Also in dem Moment ist es scheiße und irgendwann kommen Menschen in dein Leben, vielleicht müsst ihr einfach noch ein bisschen warten, vielleicht kennen das jetzt noch nicht und ich schwöre euch, irgendwann kommen Menschen in euer Leben, die euch so lieben, wie ihr seid und die euch so fühlen, die euch so viel Liebe schenken, wo ihr manchmal denkt, Bro, wie habe ich das verdient? Und vielleicht ist jetzt gerade nicht der Zeitpunkt, wo ihr gerade die Menschen im Leben habt und vielleicht habt ihr auch gerade das Gefühl, dass die Menschen sein, die euch vielleicht eben gerade ausschliessen. Aber das müssen nicht die Menschen sein und das sind offensichtlich auch nicht die Menschen. Und das ist ja okay. Ja, ich weiss gar nicht, ob das jetzt gute Abschlussworte sind. Aber ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Wenn ja, dann gebt mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung, da würde ich mich sehr freuen. Und vergesst nicht, einen Kommentar hinterlassen. Ich kann ja gerne mal von euren Erfahrungen so ein bisschen erzählen. Oder vielleicht habt ihr noch irgendwelche Tipps, wenn ihr in so einer Situation seid. Ja. Ich würde sagen, wir hören uns nächste Woche wieder. Bye!